Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Bioshock 2 auf Pelzig. Und da hat sich anscheinend noch irgend so ein Hanebampel geschlichen. Okay. Gut, mein Portemonnaie ist aber gerade voll. Das könnte noch der letzte Gegner hier gewesen sein. So. So. Machen wir jetzt mal ein bisschen was anderes. Du kommst jetzt mal hier. Und dann schieße ich auf dich, während du im Klumpe bist. So. So kriegt man das mit euch Knetköpf auch, glaube ich, ganz gut gebacken. Und noch einmal. Willkommen im Klumpen. So. Bei einem von denen hat es beim letzten Mal aufgehängt. So. Es gibt nur so saublöd zu lachen. Wo bist du überhaupt? Gretel von der Lachheck. Na? Jemand ist im Büro? Um diese Zeit? Ja. Ah, du hast eine Eve-Spritze. Warum machen nicht? Da liegt sie gut. Okay. Der Trinker weiß Bescheid. Er weiß alles. Ja, das mag alles sein, aber wo seid ihr dann? Naja, ich überlasse euch mal eure Aufgabe hier und gehen wir hier weiter. So. Hoch und drüber, mein Freund. Sobald du das Gravity Well Plasmid über die Wand geworfen hast, erledigt der Schwerkraftsog den Rest. Okay, über die Wand. Ach so, da. Okay, Moto, das habe ich gar nicht gesehen. Zack. Haha. Jawohl, gut gemacht. Wir sind unserem Ziel, die Pläne für den Thinker aus Rapture rauszuschaffen, einen Schritt näher gekommen. Nimm den Lift runter zur operativen Abteilung. Alle hopp. Dann machen wir das halt, ne? So. Ziel abgeschlossen. Gehe zum Betriebstrakt. Wunderbar. Operative Abteilung. Ja, Partymusik ist ja angebracht, oder? Winter-Houdinis Pleiser, Alter. Ich hätte gedacht, die hätten generell immer nur Feuerschaden. Egal. Manche sind sogar immun gegen diverse Elementschade. Okay. So, dann swingen wir jetzt mal ins nächste Level rein. Operative Abteilung. Geil, ich hätte echt gedacht, das wäre nur Minerva Stan als Level und dann fertig. Ich finde ein Tauchkugelsignalsender. Du näherst dich dem Herzen der Maschine. Gibt's hier auch... Ach, tatsächlich. Ja, geil, hier gibt's sogar 3 Little Sisters. Cool, noch ein Level. Also, da kriegt man wenigstens was für sein Geld, finde ich. Und nicht einfach nur irgendwas. Und, irgendein Zusatzlevel. Ja, das finde ich cool. Gefällt mir. Hätte nicht gedacht, dass das DLC so lang ist. Besucher von Minerva Stan werden daran erinnert, dass der Zutritt zur operationalen Abteilung von Rapture Central Computing strengstens verboten ist. Dann mache ich da am besten einen Termin, oder? Hallo, Herr Grauer Leichenmann. Ich würde ganz gern hier einen Termin machen. Ich bin jetzt zwar unsichtbar, aber du hörst mich trotzdem noch. Ja, ich denke, wir können hier einen Termin vereinbaren, oder? Zugang erlaubt? Dankeschön. Erstmal die Niete von dir nehmen. Erstmal in die Haare mit dir zusammen. Jetzt haben wir auch einen wunderbaren Moment erlebt zusammen. Und dann darf ich doch bestimmt hier durch. Fresh Water. Ah, Motor, guck mal. Guck mal da. 10 Adam. Ja, geil. Nehmen wir doch glatt. Traitor. Oh, wer ist denn jetzt schon wieder der Verräter? Mensch. Ah, da ist er ja. Sigma, Hi. du hältst fest zu einem überführten Verräter. Was ist Porter für dich? Der Typ mit dem... Vorwand, um mein Werk zu zerstören? Nee, das ist der Typ mit dem Oder steckt Ausrufezeichen mehr über dem Kopf, falls du dahinter? WoW kennst. Da steckt es mehr dahinter. Zugeben, ich bin neugierig. Aha. Aber nicht neugierig genug, um dich am Leben zu lassen. Jo, Allah. Grein doch. Hoppala.
Musik wie Saugrad und ach, keinen Strom mehr. Na klasse. Ja, wie gesagt, Porter ist nichts anderes für mich als der Typ mit dem Ausrufezeichen über dem Kopf. Das ist mein Questgeber halt. Oh, Houdinis Pleister. Du ekelhafter Kotzetyp. So. Ich habe eine Tauchkugel in meinem Labor. Das war's Die schon? sollte uns aus Rapture rausbringen. Aber wir können sie noch nicht starten. Zuerst müssen wir einen Signalsender umprogrammieren. Dieser verrückte Lamb hat die ganze Stadt abgeriegelt. Ja. Aber ein gehackter Sender dürfte ihre Torpedos stören. Sieh zu, ob du was findest. Ja, ich halte die Aare auf. Kriegen wir schon hier. Okay, was gibt's denn hier? Ein Verbandskasten? Da können wir bestimmt auch noch woanders finden. Sehr schön für eine Nemmer. Das ist sehr nützlich gegen die große Klumpe. Die können wir dann nämlich einfach hier in unseren... Scheiße. Die können wir nämlich einfach nur in unseren Gravity Well Klumpe schmeißen. Und dann läuft die Geschichte. Sehr schön. Dann kriegen wir hier. Und ein Garten. Da kann man das erwarten. Was gibt's dann hier? Eve Upgrade. Plasmid-Slot, Gentonika-Slot, Gesundheits-Upgrade. Und gibt's ja Gravity Well? Ja, sehr schön. Nehmen wir doch. Eine tödliche Überraschung liegt auf der Lauer. Eindringlinge erwartet eine böse Überraschung. Ihre neue Gravity Well Annäherungsmine. Okay, gibt es auch schon auf 3? Ja, geil. Nehmen wir sofort. Ein Wirbel reicht nicht, dann bespritze deine Feinde mit brennender Säure, wobei du Fiende steht. Hartnäckige Eindringlinge, setzen Sie Ihrem Gravity Well einen Schuss Säure zu. Oh, das gibt ein Geschrei. Mhm. Ausgezeichnet. Sehr schön. Okay, dann... Die dumm. Der Meeresgrund außerhalb von Minervas Den ist ein Schrottplatz für alle möglichen Maschinen. Mit etwas Glück findest du dort den Sender, den wir brauchen. Mhm. Das sieht aber aus, als würde es hier schon in die richtige Richtung gehen. Dass ich mich hier schon der Hauptquest näher. Das gefällt mir jetzt wiederum nicht so gut. Mensch und Maschine. Wer spricht das? Ah, Andrew Ryan. Und verbesserte Schrotflinte. Cool. Magazingröße. Geil. Es gibt viele Methoden, einen Rivalen auszuschalten. Und ich habe den Verdacht, Fontaine möchte auch in der Computerbranche den Markt dominieren. Jede Stunde, die dieser Apparat damit zubringt, genetische Codes für diesen Gangster zu knacken, bringt meine Stadt einen Schritt näher an den Abgrund. Und sollte Porter nach Fontaines Pfeife tanzen, tja, die Maschine ist ein Wunderwerk, unschätzbar wertvoll. Der Mann dahinter könnte sich als entbehrlich erweisen. Alter, dieser paranoide Spinner mal wieder. So. Okay. Irgendein verdammter Blödmann hat den Finger in die Dose gesteckt. Um durch die Luftschleuse zu kommen, musst du den Stromkreislauf irgendwie unterbrechen. Alle hoffe ich, glaube ich, weiß wie. So, da war nämlich die Türsteuerung, an der er rumgepfuscht hat. Und das scheint wohl nicht so gut gelaufen zu sein, wie er erwartet hat. So. Sicherheitstür ist jetzt offen. Wunderbar. Aha, der Elefantenmann mal wieder. Herzlichen Glückwunsch. Ein Hackpfeil gibt es auch noch. Und Signalsender. Aber ich glaube, du gehst schon zur Quest raus. Das lassen wir erstmal liegen hier. Ich habe herausgefunden, wie man den Signalsender einer Tauchkugel so umprogrammiert, dass er Lambs Torpedos stört. Aber ich brauche Zugang zu einer Tauchkugel. Und Porter hält die einzige in ganz Minerva's Den in seinem privaten Dock unter Verschluss. Der Verschämtheit. Mistkerl. Warum macht er nicht auf? Unverschämtheit sowas, ne? Okay, was gibt's denn hier noch Schönes? Leiche mit ein paar Dollar. Ah, Kernzugriff und eine Klimakontrolle. Okay. Ich glaube, da müssen wir wahrscheinlich ganz zum Schluss irgendwie rein. Gibt's hier noch irgendwas Schönes Optionales, wo wir hier können? Ah ja, zu der Programmierung. Gehen wir doch mal hier. Lobby. Jetzt gehen wir in die Lobby. Jetzt gehen wir in die Lobby. Jetzt gehen wir in die Lobby.
und kaufe eine Runde ein Dam-Dam. Ja, das war natürlich aus The Simpsons. Das hat aber nur der Mr. Burns dann gesungen bei so einem Film. Oder vor dem Film, wo er The Bart als sein Erbe dann nimmt, beziehungsweise wo er generell so ein Erbe gesucht hat. Ein Bot mal wieder. Okay, das fängt jetzt wieder bei Ends an. Interessant. Fängt jetzt wieder bei Ends an offensichtlich, weil das dann von Gebiet zu Gebiet unterschiedlich ist. Beim letzten Mal habe ich 4 Bots gehabt. So, verbesserte Nietenpistole, Magazingröße und Schadenspotenzial. Ja, cool. Finde ich auch geil, dass es hier nicht so die normale Waffe-Upgrades gibt, sondern dass es hier einfach mal zwischendrin so verbesserte Waffe gibt und nicht die Upgrade-Dinger in fähigen Händen. Bestimmt nicht ich. Oh, der auch nicht. Extra Kraft, ja. Ich sehe jetzt mehr. Ja. Wer braucht schon Porter bei solchen Wundermitteln? Genau, wenn man sich Brain Tonica reinpfeifen kann. Von 2, von 10, mit Hilfe der Thinkers, von 1000. Porters Spielzeug hat seinen Zweck erfüllt. Oh. Die Maschine hat gesprochen. Moment. Ryan So. hat auf sie gehört und ich habe endlich den Thinker für mich alleine. Leb wohl, alter Freund. Keine Sorge, deine Erfindung landet in fähigen Händen. Alter Falter, da habe ich jetzt aber auch mal was arggericht hier. Moment. Uno Momento. Herr Houdini, du kriegst auch gleich der Fett weg. Da ist er. So. Ab mit dir in der Strudel. Das dürfte es gewesen sein, oder? Ja. Herr Houdini. Mann, Mann, Mann. Für dich nehmen wir den Laser wieder. Ah, da hinten ist noch... Aha. Da hinten ist noch eine Kamera. Gleich mal Hacker. Sehr schön, die gehört jetzt mir. Da sind noch ein paar Fallennieter. Ah ja, weil ich jetzt wahrscheinlich mehr Kapazität habe durch die verbesserte Nietepistole, kann ich jetzt auch mehr Zeug mitnehmen. Hey, 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 hey. So nett, mein Freund. Du gehörst jetzt erstmal mir. So. Dann. Irgendwo hustet hier noch einer rum. Den kann ich jetzt reparieren. Hier scheint wohl auch irgendwo ein Big Daddy zu sein. So, was gibt's denn hier noch Schickes? Nada niente. Ein Autoheckpfeil habe ich aber leider schon voll. Gerade nur so kriegt. Sehr schön. Was gibt's denn hier gratis? Kuchen mit Cremefüllung, nehme ich doch gern. Schrot nehme ich auch gern mit. Laserzelle immer. Ja komm, Kaffee können wir uns ja übersaufen, damit er mit unser Eve wieder gut do ist. Genauso wie Krummbeerchips und Bandage kann man auch nie genug haben. So. Wenn es ein Pelzerautomat wäre, käme da einfach nur die rohe Krummbeere raus. Und mit der Kommentar macht doch dein Chip selber, Dummkopf. So, da können wir jetzt noch ein Heckpfeil. Können wir genauso gut Auto-Heckpfeil benutzen, oder? So, das gehört jetzt mir. Hier war doch irgendwo ein Auto-Heckpfeil rumgeleckert. Genau. So, machen wir das. Dann gehen wir erstmal hier. Reed Wall. Ah, da ist dem sein Büro. Okay. Gucken wir dann mal hier rein. Irgendwie traue ich dem Ganze hier nicht bei der Datenverarbeitung. Die stehen doch bestimmt auf, oder? Ja. Als wäre es mal nicht klar gewesen. Sind die schon kaputt? Sehr schön. Also das Upgrade hat sich definitiv gelohnt. Oh, nett. Frau Elefantenfrau. Oder beziehungsweise die Elefantenfrau. Komme ich dort durch? Natürlich nicht. Kann ich das hier irgendwo drüber schleudern oder so? Nö, auch nicht. Okay, da geht mal wieder nichts. Ich habe irgendwie das dumpfe Gefühl, du müsstest später irgendwann einmal rein in das Gebiet. Alle Hopf, da können wir aber genauso gut jetzt einmal ein bisschen sauber machen, oder? Ich mag das lieber, wenn die Gebiete auch schon mal vorgesäubert sind. Außerdem will ich hier nichts Optionales verpassen, wenn es dann doch optional ist. Dr. Augenmann. Und Herr Elefantenmann. So.
Okay. Den kann ich wieder... The Candace. Okay. Ach, ein blöder Name irgendwie. Na gut. Milchgeld von einem Verräter. Nicht schlecht. Hey, Grant Felix. Hudson. Ich höre, Porter ist sehr zufrieden mit dem neuen Programm zur Berechnung von Bewegungsbahnen. Du weißt schon, das, an dem 6 Monate zusammengearbeitet haben. Das du dann als deine alleinige Entwicklung ausgegeben hast. Oh, da fällt mir ein, falls du den Schlüssel zu deinem brandneuen Büro suchst, solltest du vielleicht im Zirkus der Werte unten in der Halle nachsehen. Ich hoffe, du hast genug Kleingeld dabei, du Arschloch. Felix Birnbaums Büroschlüssel. Alles klar. Sehr schön. Heckpfeiler. Laserzelle. Holen wir uns auch nochmal. Und der Rest schlaft wie geschnittene Brot. Sau gut. Was ist das hier? Spitfire. Ein paar von den Jungs aus der Programmierabteilung haben etwas wirklich sehr Witziges gebastelt. Sie haben einen Monitor in eine Art Mini-Flugzeug-Cockpit eingebaut, okay? Und das ist super, denn auf dem Bildschirm sieht man ein X. Das ist man selbst. Und dazu einen Haufen O's. Sowie eine Spitfire, die von einem Geschwader japanischer Jagdbomber umzingelt ist. Man steuert sein kleines X durch die Gegend und schießt einen Japaner nach dem anderen ab. Wall hat uns neulich dabei erwischt und was von Zeitverschwendung geschimpft. Aber ich weiß nicht, ist es unterm Strich nicht besser, was zu machen mit dem, was auf dem Bildschirm zu sehen ist, anstatt es bloß anzustarren? Noch ein Bot. Antipersonen. Okay. Da muss ja irgendwo auch ein MG sein, oder? Okay. Ah, gleich verbessert sogar. Geil. Verbessertes Maschinengewehr. Bla bla bla. Das Schaden-Upgrade bewegt, dass jede Kugel härter trifft und das Rückstoß-Reduktions-Upgrade hält den Lauf während des Schießens ruhig. Ja, geilomat, oder? Geilomat. Sehr cool, da ist ja fast unser Waffe-Arsenal wieder komplett. Dr. Augenmann, pirschen Sie sich doch nicht so an mich dran. Oh, na, also mal stehe. So. Mäh. Hör auf hier rum zu mähen. Okay, dann machen wir doch hier auch nochmal Spitfire. Machen wir doch mal das Minigame, oder? Alter, die Musik. Ah, das erinnert so ein bisschen an dieses Meteoritenspiel von früher über Atari und so. Und dass das japanische Kampfbomber sein sollen hier. Das geilste, modernste Spiel in Rapture. Gibt's bestimmt auch von diesem Jonas Schlag mich tote Let's Play dazu. Könnt ihr euch hundertprozentig irgendwo auch angucken. Let's Play Spitfire, uff, pelzig. Okay, jetzt bin ich in die Grützerei geflogen. Schön, dass der Bildschirm da ohne links auch mal beschädigt war. Oder beschädigt ist. Hat bestimmt irgendeiner aus lauter Frust mal dagegen gekloppt, könnte ich mal vorstellen. Naja, scheiße. Alter, was eine Mucke schon dazu. Das ist auch der hochmoderne Soundtrack. Da hat bestimmt John Williams den Soundtrack dazu gemacht. Wobei, nee, das klingt eher noch Hans Zimmer, oder? Boah, scheiße. An? Boah, 5.250 Punkte schon gemacht, aber 0 Leben mehr übrig. Ja, zwitschern wir uns hier weiter durch die Gegend. Wow. Das war knapp, Eva. Zwitscher, zwitscher, zwitscher. Oh, 7.250. Ja, geil. Aber ich glaube, das ist genug Let's Play Spitfire auf pelzig gewesen. Ach ja. Ich liebe dich, Atari. Okay, Gruselmusik. Musik, vor allem Musik wieder. Nee, hier gibt es offensichtlich nichts, was ich mit dem Gravity Well hier außer Gefecht setzen könnte. Na gut, da kommen wir bestimmt irgendwann im Laufe von einer Quest hier wieder weiter durch. Könnte man hier eventuell noch reingehen. Wobei, warte mal, ich habe doch auch den Schlüssel gefunden. Zu dem Büro, eventuell ist es der Schlüssel, der da durchführt. Datenverarbeitung, schauen wir doch mal. Nee, da kommen wir nicht durch. Okay, schade. Ich habe gedacht, das wäre möglicherweise hier, oh Birnenbaum, wie komme ich in dein Büro rein? Aber, schade, offensichtlich nicht. Na gut. Überrett. Dann die Sache. Ich mache jetzt hier... nee, komm, noch kein Cut. Zumindest 1 Minute vor zum Reikuger Hämmer noch. Ah, hier ist eh verschlossen. Alle hopp.
Hat es doch gelohnt. Dann sparen wir uns nämlich hier den Cut und in der nächsten Episode die Enttäuschung, dass es gleich vorbei ist. Und können hier reingehen. So, okay, gut. Schaut's hier aus? Da geht's noch irgendwo hier, aber wo, weiß ich nicht. Zum Büro von Reed Wall kommen wir auf jeden Fall noch nicht rein. Ich denke mal, das wird wahrscheinlich das Endlevel sein oder die Endstation. Okay, zack, zack, zack. Hui, uiuiui. Der kommt uns zu Pass. Können wir dich... Nee, dich können wir derzeit nicht upgraden oder so. Oder reparieren. Na? Oh, hallo. Dr. Augenmann. So. Ah, hier ist Tonikum. Das war hier nur auf uns. Jetzt bin ich doch ein bisschen gierig so am Ende von der Episode. Ich will einen sauberen Cut haben. Und ja, dann gucke ich mich doch lieber mal hier um. Leiche. Und sehe Maschinen. Gehackte Geschütze und Bots können deine besten Freunde sein. Freundschaft dauert länger. Okay, ist Quatsch eigentlich. Was ist das jetzt? Wie wir uns kennengelernt haben. Der Audiodaten in die Thinker-Datenbank fort. Subjekt Pearl Porter. Ich will aufnehmen, wie wir uns kennengelernt haben, Milton. Okay, klar. Ich habe im Imbiss meiner Familie gearbeitet. Das Wintersemester fing gerade an und da kommt eines Tages ein Student herein. Ordentliche Erscheinung. Das erste, was mir auffiel, waren seine Augen. Er setzte sich und bestellte Schinken mit Ei und Kaffee. Er war schüchtern, aber hin und wieder haben wir kurz miteinander geredet. Er kam jeden Morgen frühstücken und bestellte immer das Gleiche. Ich sage zu Mama, der Junge liebt anscheinend deine Kochkünste. Darauf sie, der kommt nicht wegen dem Essen, Schätzchen. Der kommt wegen dir. Ein Jahr später waren wir verheiratet. Ach, irgendwie schön, wenn man sich so kennenlernt. Ach ja. Gut, dann habe ich die Programmierung hier offenbar auch schon durchgeackert. Und nicht die Sache. Ich mache dort draußen dann, wenn ich wieder aus der Lobby raus bin, meinen Cut. Und wir sehen uns dann mal wieder zu Let's Play Bioshock 2. Wenn nur was denn auf Pelzig, wo wir uns weiter ein bisschen hier in dem Bereich umgucken werden. Und zwar im nördlichen Bereich. Oh, obwohl, das war ja hier genau Kernzugang. Ich nehme an, da kommen wir ganz am Schluss wohl auch noch hier. Von daher mache ich doch hier meinen Cut, wenn ich da wieder da bin. Weil da geht es jetzt in der aktuellen Quest weiter. Alle hopp, wir sehen uns dann morgen wieder, wenn ihr wollt. Also machen's gut und bis morgen dann wieder in Minervas Höhle. Ian Yankee.